möchte ich Sie alle ganz, ganz herzlich begrüßen zu der zweiten Vernissage des Malers Erwin Hilbert. Ich weiß nicht, ob er heute ankommt, aber er hat in den letzten 2 Jahren in Königsmoor in der Künstlerinitiative hat er ungefähr 40, 50 Werke geschaffen. Und die ganze Geschichte heute Abend hat einen Sinn. Ich meine es so, wie es in der Zeitung stand. Ich male nicht, um zu verkaufen. Ich male, um zu beglücken. Und heute, als noch keiner hier war, wurde ich beglückt. Es kam ein Kunstmaler aus der Nähe, der mir noch nicht bekannt war, und brachte 3 kleine Kinder mit. Und die kleinen Kinder standen vor den Bildern und ich wurde beglückt. Und ich hoffe, dass es Ihnen heute Abend auch so geht, dass das eine oder andere Bild Sie beglückt. Vielleicht ist es ja die Penisruhe, vielleicht ist es aber auch ein Passionskreis. Beides gehört zum Leben. Und einen ganz besonderen Dank möchte ich noch einmal öffentlich der Friedrich-Rehler und Friedrich-Vorwerk-Stiftung zum Ausdruck bringen. Frau Vorwerk ist heute Abend hier. Ohne die Unterstützung von der Vorwerk-Stiftung hätten Klaas und ich hier ganze Kulturarbeit nicht machen können. Vom Futterhaus hat auch mit in die Speichen gegriffen und hat dieses große Banner mit dem Vorwort von Udo Lindenberg zu meiner Kunst finanziert. Das Futterhaus. Dann habe ich eine Sponsorin, mit der teile ich schon 50 Jahre das Leben. Komm mal her. Ich hatte in diesem Zyklus 2 Ratgeber. Ein Marienkäfer kam immer, wenn das Bild fertig war, 3-mal ist es mir passiert in Königsmoor, setzte sich der Marienkäfer aufs Bild. So als würde er sagen, jetzt ist das Bild fertig. Und dann habe ich es fotografiert, zu dir geschickt und dann kommt immer ein schönes zurück, Dankeschön oder schön, klasse, fertig, toll und so weiter. Und jetzt gibt es noch jemand. Wir haben einen Gast heute, den möchte ich mal vorstellen. Das ist der kleine Oskar. Mein Sohn Ette. Pack mal dein Glück aus. Der Ette, der Postbote von Tostedt, viele kennen ihn. Ette hat ein wunderschönes Kind mit seiner lieben Frau. Ist sie auch an? Ach komm, guck an, wir sind Kirche. Also Oskar. Oskar werden Sie nachher noch sehen, denn es gibt heute Abend die Geburtsstunde. Mein neues Buch, die 7 Todsünden, wird heute Abend hier veröffentlicht. Dort ist ein Drucker, das ist der Liberal Fahlsing von der Buchmanufaktur Bielefeld, und sein Drucker, der hat hier dieses wunderschöne Werk geschaffen. Es ist nicht ganz billig, aber deshalb ist es eben gut. Ja, ich kann es Ihnen wirklich empfehlen. Die 7 Todsünden sind unverkäuflich. Ich möchte mit diesen Todsünden noch viele, viele Ausstellungen machen. Aber das eine oder andere Bild, wenn es Sie juckt, fragen Sie mich einfach. So, wir fangen mal mit dem Punkt an. Der Punkt ist etwas, was ganz wichtig ist im Leben. Wissen Sie, ich bin nicht für die CDU, aber eines ist von mir auf den Punkt. Ja? Oder Dr. Gysi, 2-mal war er hier, der Mann ist auf dem Punkt. Und ich wünschte mir eine Koalition der Feen. Da kann doch jeder mitarbeiten. Da kann doch eine Frau Wagenknecht mitarbeiten, da kann der Herr Gysi, Frau Merkel, kann alle mitarbeiten. Ja? Und jetzt wird Peter etwas sagen, denn er ist der St. Bürgermeister. Ja, gut. Ich drehe mich immer um, dass ich auch mal richtig um und stehe dann. Vielen Dank. Ich
denke, fast alle hier kennen Erwin Milbert und wissen, dass er wirklich ein ganz besonderer Mensch ist. Und ich habe hier drüber nachgedacht. Es ist sicherlich auch besonders, wen er zur Laudatio einlädt und dass er auch mich für ein Grußwort einlädt. Denn wir beide haben uns kennengelernt in meinem Wahlkampf vor 4 Jahren und in der Form, dass er ganz heftig für meinen Gegenkandidaten Werbung gemacht hat und das auch noch vom Wahllokal. Also nicht die einfachste Beziehung, aber man findet dann auch wieder zusammen und an der Stelle, das möchte ich auf keinen Fall vergessen, mich den Dankesworten hier anzuschließen beim Medienwerk und bei allen, die dazu beitragen, dass hier Kultur in Tostedt stattfinden kann. Da haben wir sicherlich viel zu wenig und dafür ganz vielen Dank. Darüber hinaus war ich jetzt selber einmal in Kömoland, hier oben laufen ja auch die Bilder durch. Also auch wenn hier, es ist schon eine sehr beeindruckende Atmosphäre, wo man sich, glaube ich, schon vorstellen kann, wenn man da mal war, wie dort Kunst entstehen kann. Dieser Bauwagen noch und das Ganze hat schon ein ganz besonderes Flair und ist sicherlich, wer es nicht kennt, auch nochmal ein Besuch wert. Ja, Erwin Milbert eckt an, er hat seinen Kopf, er ist, glaube ich, immer geradeaus, er verbiegt sich nicht und entsprechend kann man mit ihm auch diskutieren und er bewegt etwas, so wie man hier jetzt sieht bei dieser ganzen Ausstellung, so wie man sieht, dass er es schafft. Wenn man mich gefragt hätte, Gysi nach Tostedt holen, dann hätte ich gesagt, ja, versuch's doch, das hat doch eh keinen Sinn. Aber er macht es einfach und das ist wirklich sehr beeindruckend. Und wenn ich hier diese ganzen Werke sehe, eben schon Teil einer Führung teilgenommen habe, dann muss ich auch sagen, das ist schon was Besonderes, was hier entsteht. Und da wünsche ich heute allen viel Inspiration mit. Vielen Dank. Übrigens kommt Herr Dr. Gysi am 8. September zum 3. Mal nach Tostedt. Der sagte, Erwin, ich muss einmal im Jahr zu dir kommen, weil so ein bunter Vogel tut mir gut. Ich bin immer so bei den grauen deutschen Mäusen. Und damit Sie jetzt nicht denken, ich gehöre keiner Partei an. Wirklich nicht. Ich möchte mich nicht als Künstler einer Partei zugehörig wissen. Ja, wir haben noch einen anderen Gast hier und zwar ist das eine junge Cellistin aus Israel, Eli. Und Eli wird uns heute Abend mit ihrem Cello beglücken. Eli, bist du schon... Ich habe Eli kennengelernt in Berlin, Hamburg, in einem wunderbaren Konzert. Eli kommt aus Israel, genau kommst du? Tel Aviv. Ich war in Tel Aviv, wunderschön. Ja, ich weiß. Das war wunderschön. Eli wird uns nachher hier mit ihrer Kunst beglücken. Dann habe ich meinen Freund Bert Lehmann an meiner Seite, der macht den Film, das wird heute Abend alles geschnitten, so wie ich ihn kenne. Und seine Frau wenden ihn dann morgen früh um 9 Uhr am Computer. Sie können also diese Veranstaltung auf YouTube nachsehen. Der Punkt. Warum ist der Punkt entstanden? Der Punkt ist der Nachfolger von dem Strich. Dort hinten sehen Sie den Strich. Als ich den Strich gemalt habe, vor ungefähr 7 Jahren, da dachte ich, das Bild ist fertig. Und ich musste selber 20 Minuten mit mir kämpfen, um den Gedanken zuzulassen. Das Bild ist fertig. Dieses Bild, der Strich, geht wirklich um die Welt. Es gibt Leute, die sammeln den Strich. Dieser Strich ist bereits 4-mal an einer anderen Wand. Und als der Strich fertig war, dachte ich, jetzt male ich den Punkt. Und der Punkt, den sah Uwe Lindenberg und sagte, Erwin, den kaufe ich. Ich sage, brauchst du den kaufen, den schenke ich dir. Nein, sagte, dann kannst du immer mal sagen, ich habe ein Bild von dir gekauft. Na ja gut, sage ich, 600 Mark. Nee, sagte 400. Da brachte also Lindenberg wieder durch. Und auch dieses Bild ist 4 oder 5 Mal bereits in anderen Räumen. Dann hatte er mir dieses schöne Vorwort geschenkt. Und dort sitze ich übrigens im Königsmoor, seht ihr das? Ist der Heiner Kröger auch da, mein Vermieter? Der Schweinebauer, noch nicht da, der ist noch bei den Pferdchen. Aber der kommt noch. Dort in Königsmoor sieht man, ist das nicht herrlich? Das Kruzifix dort links, das hatte ich als zum Dank hingestellt, weil die Ärzte haben mich gerettet von einer wirklich fast tödlichen Herzmuskelentzündung. Ich hatte nur noch
11%. Heute bin ich wieder 68, das ist für mein Alter 100%. Und die Kardiologin, Wolbora und ich, wir gingen hier zusammen, und dann stand die Kardiologin neben dem Kreuz und sagte, Erwin, du bist wieder 100%ig gesund. Also, Asklepios-Klinik, auch ein wunderbarer Ort, der hier so macht. Ja, und nun möchte ich Peter Ludolf zu mir bitten. Und Peter ist vielleicht allen bekannt. Peter hat den Schrott in Deutschland. Komm Peter, wir gehen auf die Bühne. Peter hat den Schrott in Deutschland, wie soll man sagen, weltberühmt gemacht. Und Harry, komm auch mit. Peter ist ein ganz großer, charmanter, liebenswerter Mensch. Viele denken ja, ach, mit dem ist nichts los. Aber wenn Peter Ihnen gleich meine Bilder erklärt, dann werden Sie merken, der Mann hat keine Kunst studiert, ich übrigens auch nicht. Aber was er sagt, kommt so tief aus dem Herzen und ist so auf den Punkt. Und ich möchte jetzt bitten, dass unser lieber Klaas vielleicht mal, dort oben ist das Köberland. Übrigens, lass mal dieses Bild noch einmal. Seht ihr dieses große Tor dort, was offen ist? Da hat die Vorwerk-Stiftung mir jetzt eine Glasscheibe mit Rahmen gespendet, damit ich auch im Winter malen kann. Das ist doch lieb, nicht? Danke, Frau Vorwerk. So, jetzt gehen wir mal hinein in die Bilder, die 7 Todsünden. Ich kannte die gar nicht. Ich kenne die 10 Gebote, aber die 7 Todsünden, die kannte ich nicht. Lass mal das Buch einmal kurz. Die 7 Todsünden kannte ich nicht. Und dann habe ich mich damit beschäftigt. Und ihr lieben Freunde, bevor wir über Sünden reden, möchte ich auf den Raum hinweisen, der ganz hinten ist. Dort ist dieser Raum, ist dem Sündentilger gewidmet, dem Sündentilger. Mehr sage ich nicht. Was mir vergeben ist, das geht auf keine Kuhhaut. Aber einer hat es auf Golgatha gekillt. Meine Schuld ist bedeckt. Und diese 7 Todsünden, die haben etwas zu tun mit uns, mit unserer Wollust, mit unserer Völlerei, mit unserem Trägheit, mit unserem Geiz, mit unserem, ja, vielleicht denkt der eine, ich habe keinen Geiz oder ich bin nicht hochmütig. Ich habe all diese 7 Todsünden bereits in mir erlebt. Und dieses wunderschöne Buch, was heute Abend dort vor ihm liegt, was heute das Licht der Welt erblickt, das ist von Ralf Falsing und seinem lieben Freund, ich vergesse den Vornamen immer, wie heißt der Vorname? Wilhelm, der Drucker, der hat das wunderbar gemacht. Die machen wirklich nur Handarbeit, so wie Gutenberg. Und das ist wirklich ganz, ganz toll mit Hand gesetzt, wunderschön. Wir haben nächtelang E-Mails hin und her geschickt. Der Wilhelm hat beinahe die Nerven verloren und gesagt, ich schmeiß das hier nicht. Ich sage, komm, schmeiß nichts hin, mach weiter. Und die haben weitergemacht, die beiden. Und dieses wunderbare Werk, 100 Stück sind gedruckt worden. Und ist nicht ganz billig, aber dafür ist es eben auch wertvoll. Es ist ein wunderschönes Buch. Und wenn Sie davon eins lernen wollen, dann haben Sie da die Möglichkeit, ich widme das auch sehr, sehr gerne. Das ist das Buch. Und vielleicht gehen wir einmal, das Buch ist gewidmet für Oskar. Lass mal den Oskar da. Das ist mein Enkelkind, nicht das. Das ist mein Enkelkind. Ist ja nicht so. Also dem Oskar habe ich dieses Buch gewidmet. Der Oskar. Wo ist er denn, der Oskar? Ist er hier? Schläft, der Oskar. Oskar, du bist ein geiler Typ. Das sehe ich jetzt schon. Ist das nicht herrlich? Mensch, welch ein Glück. Welch ein Glück gibt der liebe Gott uns. Guckt euch das doch mal an. Wir brauchen noch mehr Kinder, auch in unserem Land. Schön. Gut, dann fangen wir mal an mit diesen Todsünden. Gut, das gehört nicht zur Todsünde. Ja. Das ist ein Selbstbildnis von mir. Die Brille hilft mich zu erkennen. Ja, wir suchen noch die Todsünde. Aber sehr positiv ausgedrückt. Ja. Keine Maus hier. So, da geht's glaube ich los.
So, fangen wir da oben an mit dem Peter Ludolf. Noch zwei weiter nach links. Noch eins weiter. Noch eins zurück. So, und jetzt gehen wir mal ganz rechts. Ja, da ist der liebe Peter. Peter, wie geht's dir? Mir geht es sehr gut. Ich möchte mir erstmal bedanken bei den Damen und Herren und an den Herrn Bürgermeister und an die Künstlerin. Mir geht es einfach herrlich und mein Partner hört mich an. Erwin, wir haben uns kennengelernt vor über 10 Jahren bei Udo. Wir haben in Atlantik gefeiert, unser ganzer Filmteam war dabei gewesen. Und da hast du mir beigebracht, das Besondere, dass du menschlich bist, dass es Böses und Gutes gibt, das weiß ich. Aber durch die habe ich es noch mehr gelernt, aber ich wusste es immer schon. Und dann haben wir ja gefeiert bei Udo. Wir haben uns als Chinesen verkleidet, da hat man ja die Hüte gesehen. Und das erste Lied. Und so haben wir ganze CDs sogar aufgenommen und so weiter. Aber durch dir nur oder durch Udo, wir haben ja nur gefilmt. In 109 Ländern laufen wir. Und die Leute, unsere Fans sind so treu und so weiter. Das sind ganz liebe Menschen, habe ich gemerkt. Das habe ich auch bei Udo dann gemerkt, aber auch dann bei Erwin. Erwin, seine Kunst drückt was ganz anderes aus. Das bedeutet Herz, es bedeutet Schmerz. Es hat auch hier was wirklich mit Todsünden. Jeder Mensch hat was Böses, jeder Mensch hat auch was Gutes in sich. Und das ist das Süchtige. Ich habe es selbst erlebt bei meiner Mutter, wo sie am Sterben war. Wenn ich da mal zu was sagen darf, als ich seine Mutter kennengelernt habe im Fernsehen, da hat er ihr so Die Hand gestreichelt. Ich habe das nur gesehen, da wusste ich, der Junge ist in Ordnung. Ja, wenn man Eltern hat oder irgendwie, was man liebt am Menschen, dann soll man die lieb behandeln. Ich habe meine Mutter mit meinem Bruder 5 Jahre pflegen dürfen. Die konnte ganz normal denken. Aber wenn man also Eltern oder Geschwister oder irgendwas hat und am Menschen hängt, soll man die lieb behandeln. Ich habe vieles erfahren. Wir waren bei der Regierung eingeladen, wir waren bei dem Minister mit an Essen und so weiter, 4 Jahre lang. Und die waren genauso wie jeder andere Mensch. Alle Menschen haben was Besonderes an sich, was Gutes in sich. Und das habe ich gemerkt. Und das wollte ich ein klein wenig für meine Eltern rübergeben. Ich hatte es immer gut gehabt. Ich war 4 Jahre lang hintereinander Westhäkchen gewesen. Und nachher kam mein Bruder erst. Und ich wurde immer wie ein Kind behandelt. Ich habe immer was Gutes gekriegt. Und da bin ich so geworden, wie ich bin. Viele Menschen